Da ließ Pilatus, weil er dem Volk gefallen wollte, Barabbas frei. Er ließ Jesus auspeitschen und übergab ihn dann den römischen Soldaten zur Kreuzigung. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Sie zogen ihm ein purpurfarbenes Gewand an und setzten ihm eine geflochtene Dornenkrone auf den Kopf. Dann salutierten sie und riefen: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und knieten nieder und huldigten ihm. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Sie brachten Jesus an einen Ort, der Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten sie ihm Wein geben, der mit Myrrhe vermischt war, aber er nahm ihn nicht. Dann nagelten sie ihn ans Kreuz. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Über seinen Kopf wurde ein Schild am Kreuz befestigt, auf dem stand, wofür er angeklagt worden war. Die Aufschrift lautete: König der Juden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Schon in jungen Jahren wurde ich mit einer schweren Krankheit konfrontiert. Ich durfte dann in gewissen Bereichen Heilung und Befreiung erleben. Doch seit bald 12 Jahren, seit der Geburt meiner zweiten Tochter, leide ich an täglichen Rückenschmerzen, die meinen Alltag massivst einschränken. Ich habe mich entschieden, dass ich Gottes Wort nicht so zurechtbiegen möchte, dass es meiner Realität entspricht, sondern ich glaube noch immer, dass Jesus mein Arzt ist und dass er meine Schmerzen und meine Krankheiten getragen hat. Und alles, was ich nicht verstehe, was ich nicht einordnen kann, wo ich 100 Fragezeichen habe, das tue ich in eine Box und auf dieser Box steht: Ich weiß es nicht. Und gleichzeitig glaube ich weiter. Denn wenn Jesus sagt, wir sollen beten: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, so glaube ich nicht, dass es Gottes Wille ist, dass ich krank bin und dass ich Schmerzen habe. Denn im Himmel gibt es keine Krankheit und keine Schmerzen. Und falls dieses Wunder dennoch nicht passiert, dann kommt es in diese Box. Und ich glaube immer noch weiter und werde weiter verkünden, dass Jesus für meine Schmerzen und meine Krankheiten bezahlt hat. Im Alten Testament hat die Bibel schon prophezeit, dass durch Jesus und das, was er eben tut auf seinem Passionsweg ans Kreuz, durch all die Schmerzen, die er durchleiden muss, er bezahlt für alle Wunden, alle Schmerzen, damit wir geheilt werden können. Das ist die Wahrheit, und doch ist es im Leben damit umzugehen, gerade wenn man selber krank ist, eine große Herausforderung. Vielleicht bist du auch gerade mitten in einer Krankheit und man verzweifelt, wenn man darin ist, und man wünscht sich: Jesus, du heilst mich doch, das steht doch da, ich habe das doch gesehen, gerade jetzt, du hast doch bezahlt für meine Schmerzen. Ich habe gemerkt, ich glaube, es gibt 3 Arten, wie Jesus heilt. Der Punkt ist, Jesus heilt immer. Manchmal heilt er sofort. Ich habe das erlebt
und erlebe es immer wieder, dass wir beten für eine Schulter, für eine Krankheit, dass sie weggeht, für was auch immer, und wir erleben sofort gleich eine Heilung. Dann ist es aber manchmal auch, dass man betet und die Heilung ist mehr ein Prozess, der beginnt. Also Gott nimmt dich mit auf einen Weg, oder manchmal sind es auch andere Dinge, die Gott noch aus dem Leben herausnehmen möchte und heilen möchte, bevor das, was wir eigentlich am schlimmsten finden, heilt. Und manchmal ist es aber auch so, dass Gott auf dieser Welt irgendwie die Heilung noch nicht schenkt, sondern erst nachher im Himmel, wo wir wissen, da werden alle Schmerzen, alle Krankheit wird weg sein. Aber das bringt uns in eine große Spannung. Denn wenn wir ja beten, glauben wir doch meistens an eine Sofortheilung, dass Gott jetzt heilt. Und es ist irgendwie diese Spannung von, wir sehen Jesus, wir sehen doch, du hast bezahlt, du hast dieses Leiden, es ist schon vollbracht. Und doch ist es irgendwie noch nicht immer sichtbar. Und in dieser Spannung, glaube ich, müssen wir 2 Wunder heute sehen. Es sind 2 Wunder, die wir erleben hier in dieser Passionsgeschichte. Das erste Wunder ist das, was wir gehört haben. Es ist geschehen. Gott, Jesus, in deinen Wunden sind wir geheilt. Amen. Und dann gibt es diese Box, wo wir alles rein tun müssen, was wir da nicht verstehen. Aber es ist die Wahrheit, in deinen Wunden ist mein Asthma, ist mein Krebs, ist mein Tinnitus, sind meine Gelenkschmerzen, ist meine Depression. Ich bin geheilt. Aber das Wunder ist noch viel größer. Ein zweites Wunder kommt nämlich noch dazu. Das zweite Wunder, was passiert in dieser ganzen Geschichte, und da ist im Hebräer, wird das uns nachher erklärt. Wir haben einen König, ja, aber es ist eine Dornenkrone. Wir haben keinen König, dem wir nachfolgen, der einfach nur Luxus erlebt hat und Privilegien in seinem Leben. Wir haben einen König. Er ist nicht einer von denen, der nicht mitfühlen könnte. Nein, er versteht unsere Schmerzen, unsere Leiden. Wenn du merkst, dass Jesus vielleicht ein Wunder nicht gerade jetzt tut in deinem Leben, dann darfst du immer wissen, aber Jesus versteht dich immer und er ist immer nah bei dir, in deinen Schmerzen, in deinem Leiden drin. Ich möchte dich heute bitten, dass wir heute jetzt für diese 2 Wunder beten. Mit vollem Glauben, dass Jesus dich heute heilt. Und ich lade dich ein, vielleicht komm, wir spielen schon ein bisschen Worship, und leg doch deine Hand auf die Schmerzen, wo du Schmerzen hast, an deinem Körper. Und vielleicht hast du mehr, es ist eine psychische Krankheit, dann legst du deine Hände auf den Kopf. Jesus, deine durchbohrten Hände und Füße sind der Beweis, dass du mich heilst. Und ich spreche jetzt im Namen von Jesus Heilung über dir aus, über deinem Körper, über deine Seele, über deinen Geist. Jesus, wir nehmen deine Heilungskraft heute in Anspruch. Amen. Und Jesus, wir danken dir, dass du ein König bist, der uns genau versteht. Wie du mit uns den Lebensweg gehst, verstehen wir oft nicht, aber wir dürfen wissen, du bist immer nah, bist immer mitfühlend und bist unser Hirte, der uns auch durch die Täler hindurch führt und lenkt auf saftige Wiesen. Amen. Lass uns gemeinsam jetzt, ich lade dich ein, aus tiefstem Herzen zu worshipen. Diesen Jesus, der mit dir mitfühlt und dich heilt.
and wondering, but you came for all of the above. By your words my eyes are open. You let me see the scars you left. You rid my failure with your mercy. And when I'm lost, you come and find me there. How great is your love? How great is your love? That you would give your life to call me yours. How deep is your heart? What measure could grasp the wonder of the King, our Savior. I'm your child, I am forgiven, called to be a blazing light. I follow even when it costs me, 'cause your love already won. How great is your love? How great is your love? That you would give your life to call me yours. How deep is your heart? What a measure could grasp the wonder of the King, our Savior. How great is your love? How great is your love? That you would give your life to call me yours. How deep is your heart? What measure could grasp the wonder of the King, our Savior. Jesus, du allein, Jesus, du allein, ich gebe mein Lob für immer. Jesus, du allein, Jesus, du allein, tief in mir klingt dein Lob für immer. Jesus, du allein, Jesus, du allein, deinen Namen will ich hoch erheben. Jesus, du allein, Jesus, du allein, tief in mir klingt dein Lob für immer. Jesus, du allein, Jesus, du allein, deinen Namen will ich hoch erheben. Jesus, du allein, Jesus, du allein, tief in mir klingt dein Lob für immer. Du liebst mich so sehr, du liebst mich so sehr. Du gabst dich ganz hin, damit ich dir gehöre. Wie unfassbar weit ist dein Herz für mich. Der König kommt zu mir aus Ritter. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist.